Grüß dich miteinander. Willkommen zurück zur 25. Folge von Oldermods 10 to the Sky mit Olli. Aber direkt. In der letzten Folge haben wir mir die Vierfachproduktion umgebaut, ein wenig schöner gebaut, so hingebaut, dass es jetzt funktioniert. Schaut gerne noch mal rein. In der Playlist sind wie immer alle Videos drin. Jo. Was hast du gemacht gerade? Du hast Draconium gemacht gerade, Wir oder? haben Draconium weitergebaut. Wir haben die Netherstop-Pflanze gemacht. Das war schon 2 Folgen vorher normal. Boah. Oder? Glaub schon. Im End, glaube ich, waren wir nochmal. Und wir haben uns Wir haben den ganzen, einiges gemacht. Ja, einfach mit den ganzen. Mit der Mod Draconium quasi haben wir uns einfach beschäftigt. Genau. Draconic Evolution. Und heute mache ich weiter. Heute gehen wir wieder, weil ich schon mal gesagt habe, die letzten Folgen gehen wir wieder in unsere Quest 3 letztendlich weiter auf Vibranium. Dafür brauchen wir jetzt aber erst eine Schmelze und das werden wir uns in der heutigen Folge anschauen, beziehungsweise dann in den nächsten Folgen. Bis wir auf das Vibranium kommen, das ist ein langer Schritt. Ja. Und ich bin gerade dabei, mit Essenzen wieder 4 Insanium zu machen. Brauchen wir nur noch 1 Supreme. Dann können wir nämlich die von die Vacant Draconium Lähme machen. Dann haben wir nämlich. Wie hast du gleich hergestellt? endlich Fire von und dem- Wasseressenz. Fire haben wir genug. Wasseressenz haben wir gar nicht mehr. Was ist, wie heißt die Sichel? Wie schreibt man denn die? Sichel SY, oder? SCY. Kannst du deine schnell ein? Okay. So. Genau. Quasi für das Draconium machen wir jetzt gerade die Pflanzen. Und dann gehen wir nämlich weiter. Jetzt haben wir nämlich Basic Tier. Die letzten 2-3 Folgen haben wir mir nämlich die Wyvern Tier gemacht da. Und dann gehen wir mir weiter auf Draconic Tier. Und Okay, irgendwann die weiter scheiß zu Tasten. Chaotic. Und dann irgendwann Chaotik, das Ziel passt zu dir. ist der Reaktor. Wie heißt der nächste? Hm? Wie heißt der nächste? Welche? Wie der nächste? Reaktor? Ah, Der Reaktor direkt von dann. Draconic möchte ich machen. Ja. Ich hab dir da Sichel wieder zugeworfen. Müsse. Die kann man jetzt wieder zum Olli in sein Autocrafting-Ding hinterher. Seed Reprocessor kann man einfach für die Seeds rein. Ja, das So. dauert jetzt, genau. Jetzt brauchen wir einen Fire Brick. Ja, da haben wir noch 2 Nether-Tier-Stars. Nether-Tier-Pflanzen. Wie heißen denn die? Das hab ich wieder vergessen. Ah, Fire Brick, nicht Fired. Fire Bricks? Und aber das mit den Pflanzen, Autocrafting quasi, das über Drops machen, das ist ein wenig aufwendiger. Tatsächlich. Weil wir immer wieder Haken brauchen dafür. Okay, das kann man Wer auch braucht Haken? Crafting machen, dass man die automatisch Steine liefert. Aber für das müsste das Server dann 24 Sim laufen. Und Wo das sind? haben wir halt dann leider nicht. Ich hab's nicht gehört. Was Wenn hast wir du das gesagt? mit den Pflanzen autocraften. Dass die ganzen Pflanzen Ja. quasi autocraftet werden. Ja. Dann müsste das Server die ganze Zeit laufen. So, dann brauchen wir einen Drain. Warte mal, bringst du das wenig nach hier? Foundry Drain. Ich hole mich bist. Ich glaube, ich hab sauber 2 Black Fire Bricks gemacht. Ich hab nicht nachgedacht. Wie mit Quest, Das so kann man heißt doch. die ganze Zeit Sachen kriegst. Foundry Controller.
Scheiße. Ja, haben wir jetzt 4 Insenium. Ich weiß ich schon, was wir brauchen. Wie sind die normale? Foundry Controller. Mit 5 Netherstars. Dann brauchen wir eine Prosperity Shard. Ah, das ist nicht der normale. Was ist denn das für eine Farbe? Black. Ah, jetzt sind. Oh, liegt aber ein Blast Furnace. Wo wir dann sichern? Na? Awakened Draconium Seed. Smooth Stone. Der ist wahrscheinlich AT6. Boah. So. Nicht hinbauen. Da, Blast Furnace, Craften. Dann brauchen wir einen Controller. Oh, da machen wir mal so. Sehen wir mehr. So, dann brauchen wir einen Tank und Liquid. Bank für die Pflanzen zu strippen. Tank haben wir. Brauchen die Liquid Heating Coils. Die Liquid Heating Coils sind dafür da. Oh, aus die Essenzen mache ich Nuggets. Dass wir so quasi mit der Lava unser Smeltery beheaten können. Aus einem Ding brauche ich 9 Nuggets. Wir haben jetzt 9 Stück davon. Ich brauche 81 Essenzen. 9 mal 9. 81 Essenzen, dass ich ein Ingot machen kann. Oh Gott. Nee, ich meine, das ist ein wenig sinnvoller. So. Wie ist die Questreihe gewünscht? Aufgebaut wird es dann letztendlich wie in einem jeden anderen Modpacker. Ein anderes Modpack sage ich. Wie, weißt schon. Wird mein Ding wieder zugemüllt im Inventar. Da kommt der Tank her, genau. Da ist der Foundry Drain, da kommt der Casting Tisch her. Das da. Aber ein Ingot. Wahnsinn. Und für arme Upgrade So. brauchen wir mehr. Jetzt Ein darf Block. schon laufen. Theoretisch habe ich her, dass man so baut, umso mehr Kapazität hast du in der Smeltery drin. Und so funktioniert das nicht. Da brauchen wir jetzt mehr Dragonheart dafür, wenn wir es so machen. Das ist extra explodiert. So. Was ist Creeper das? hinter dir? Nein. Das warst du, oder? Mhm. Ich habe nichts explodieren lassen. Ey, du hast doch Oha. gerade irgendeinen Sound angespielt, oder? Nein. Ich hab wirklich nichts da. Ah, ich weiß warum nichts mehr spawnt, gell, in unserem Abfarm. Weil. Ich habe da eine Megatorch gebaut. Du hast eine Megatorch gebaut. Da steht hier unten. Warum hast du die gebaut? Nicht, dass es ausgleicht ist und nichts mehr spawnt. Ah, da ist nicht einmal alles ausgleich. Schau mal, die bringt gar nichts. Doch, warte, schau noch. Da haben noch überall Kreuze. Ja, da wo jetzt ja, steht. ja, das ist schon klar, aber. Ich bin dumm. Mega, schreibt mal so. Megatorch. A brand natural spawning of hostile monsters in a big radius. Casting Brünn. Genau, Selbst die wenn brauchen du wir jetzt da noch quasi seine X Hand, da spawnt nichts mehr, quasi. noch. So, kann das noch sammeln. Das geht Casting Brünn kann man reinsammeln. Jetzt brauchen wir das erste Geo-Ohr. Das wird jetzt der erste Schritt in Richtung Vibranium. Ist ja irgendwie so Da werden wir laut. jetzt mal schauen. Für uns erst Vibranium Ingot Ich habe einen Sound gekriegt. 18. brauchen wir mir einen Endercrafter und ganz viel so Geo-Ohr-Shards. Die Geo-Ohr-Shards, wenn man zum Beispiel das Quarz-Geo-Ohr-Shard nimmt, die wachsen dann so quasi an dem Bad da dran. Injektoren heißt nicht. Injektoren, genau. Da brauchen wir jetzt das Budding Iron Geo-Ohr.
Da haben wir nämlich Da haben wir jetzt ein Compressed Sand rein, lassen wir ein Eisen drauf und an eine Bad Iron Geo Ore wachsen dann die Crystals dran, die wo wir ernten können. Es funktioniert letztendlich genauso wie im normalen Vanilla Minecraft. Wie sagt man dann? Wie heißen sie denn? Das weiß ich gerade nicht. Ja. Amethysten. Da gibt es zwei die Amethysthöhlen und dann. So, einmal. Weil da müssen wir nämlich quasi unsere Basic Injektoren jetzt auf Wyvern upgraden. Dass wir die dann wiederum quasi auf Draconium upgraden. Deine Dinger hat aus, da, gell? Was? Warum waren jetzt die aus? Keine Ahnung. Und jetzt lohnen sich deine Crystals wieder voll. Deswegen machen wir jetzt wieder Minus. Ich glaube, da war doch gerade eine Explosion. Kann das sein, dass es der da war? Kann schon sein. Der hat auch Ich hab's irgendeinen nicht gehört. Grafikfehler, weil da Blöcke da haben. Quasi die Blöcke da haben noch nicht. Ja, das sehe ich auch. Jetzt hat. Schau hier. Jetzt sind die Blöcke nicht mehr da. Ja. Aktivieren, deaktivieren. Und voll wieder auch. Ja. Da haben wir noch 10 Wyvern Core und 10 Draconium Core. 10 Wyvern Cores. Genau. Jetzt brauchen wir einen Sand. Compressed Block, da brauchen wir jetzt gleich mal ein paar mehr. 10 Die brauchen wir sowieso. Wyvern Core und 10 Draconium Dann Core. braucht man mehr Eisen. Den Core. zusammengecrafteten Sandblock legen wir da einer. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, dass gerade 9 waren es. 9 Eisenbarren wollen wir dann einschmelzen. Die lassen wir dann da oben. Auf den Sandblock drauf. Dann kühlt die so. Dann haben wir da das Budding Iron Geo Ore Block. Und an den wachsen jetzt die Crystals. Quest complete, also gibt's die Quest irgendwo, wo du es nachschauen kannst. Geo Ore? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich hab's noch nicht gefunden. Das war jetzt gerade. Das war jetzt gerade. Hä? Wir haben 2 Iron Geo Ore direkt. Krass. Ja, das habe ich jetzt hier. Schau da her. Dann bauen wir mir mal auf. Ich platziere jetzt die einfach mal. Mal schauen, ob die so auch wachsen. Entschuldigung. Gesundheit. Okay. Eigentlich müsste mal schauen. Ich schaue jetzt hier gleich noch. Dass wir automatisch Glowstone Dust in unsere Endstone Produktion einbringen. Und dabei die Lava noch ein bisschen. ME Export Bus. Brauche ein Buff für die Glass Fibers. Ja, dann machen wir mal ein paar Injektoren. Und dann brauchen wir, wie gesagt, für die brauchen wir halt ganz frei Wyvern Cores, für das brauchen wir nicht das. Und halt das Awakened Draconium. Das ist das Problem. Ja. Und über die Bläme, das Oh ja, das ist ein sehr nerviges Geräusch jetzt da hervorn. wo? Als die ganze Lava durchrennt, die macht die ganze Platsch, Platsch, Platsch. Achso, ja. ME Oh, Drive. Ja, ne. Dafür brauchen wir die Engineer Processors. Die habe ich noch nicht automatisiert. Passt, machen wir das gleich auch noch in der Folge. Nicht, Inscriber. Inscriber.
Nitro Dann Starter brauchen wir Flux. die Pattern Für das Access brauchen wir Terminal. wieder meine ich, 4 hab die geheißen, Insanium. oder? ME Pattern, nein, ME Pattern Provider Hm. war's. ME Pattern. Da haben wir schon wieder das Insanium. Pattern Provider. Was müssen wir das? Ah, haben wir 3 gemacht, ist ja wurscht. Craften wir uns den, dann craften wir uns den. Dann haben wir uns den da dran. Die da drauf. Da oben. Eigentlich brauche ich nicht das, sondern brauche ich dann Import-Bus. Machen wir auch nochmal. Import-Bus. Na, wir Haben wir noch einen Fluix Crystal? Yes. Okay, Sticks nicht im System, der Wahnsinn. Ja, es kann gut sein. Craften wir uns den, dann craften wir uns den. Da haben wir den da einer. Dann brauchen wir einen Engineered Press, genau. Da machen wir uns gleich mal das Crafting-Rezept, das nehmen wir jetzt gleich mit. Nehmen wir den da einer. Ah, ich muss ihn ja erst da mir geben, dass man es zusammenpresst. Ja. So, Kannst Ja, du, dann dann, tu kannst du noch mal Strom herlegen? warte mal schnell. So, dann brauchen wir einen Diamant. Warte, brauchen Und kannst da du draus nicht wird immer machen. eine Engineered Press. Ja, wie heißt das drum? Genau. Crystal. So wie wir es in den vorherigen Folgen auch schon mal gehabt haben, müssen wir jetzt einfach gerade wieder ein Disk schreiben, dass er weiß, wenn er da einen Diamant rein tut, kriegt er so quasi die Engineered Press raus. Die schaffen wir jetzt einmal an. Aber gut, brauche ich eigentlich gar nicht. Kann ich mal anders draus sagen? Jetzt wenn ich sage, a Silicon Press. Brauchen wir schnell mit eine. Ah, mach nochmal eine, ist ja wurscht. Silicon Press und Redstone. Ach, ich muss jetzt einmal noch mal eine Engineer Press, ist ja wurscht. Genau, aber jetzt muss ich am eine geben. Dann als Wie Crafting schaltet Rezept. das ein mit dem Sneaker? Warte mal. Was U? U was? U was? Du musst U drücken. Genau, jetzt geben wir ihm da das Rezept. Er macht aus einem Engineered Circuit, aus einem Silicon und einem Redstone, macht er einen Engineered Prozessor. Den legen wir ihm da hinten wieder ein in den. Nicht? Ist es dir so gefallen? Nein, ich hab's eingesammelt. Na, der macht jetzt der alles miteinander, dann kann jetzt der den normalen Goldprozessoren machen, sage ich jetzt einmal, die Calculation Prozessoren und die Engineering Prozessoren. Brauchst nur noch hergehen, draufdrucken, sagen, es soll 10 Stück machen, wie immer, und dann wird das gemacht. Und schnell ein paar Acceleration Cards. Wow, was hat der für einen Radius? Wo sind? 3x3. Ach, gehen wir dann 4, weil es übersteht. Plus 4. Da ist zusammen. 1, 2. Wollen wir jetzt das sagen? Wir bauen mal einen ME-Drive.
3 AME-Drives. Haben wir da das Silikon hergestellt? Schwarzblend. Ich meine, der pflanzt da wieder an. Ah, hast du den Farmer gebaut? Der ist brutal langsam. Das ist 16k. Bauen wir uns 10, 16k Storages. Kann er schon wieder hincraften. Naja. Mir selber macht man nicht näher. Brauchst du nicht mehr angeklemmt, oder? Eigentlich. Weil wenn ich mit der dicken Leitung drauf hingehe, war das eh von selber alle. Ja, passt, perfekt. Ah, erst die 16k Storage Cell haben wir schon mal. Zack, keine damit. Gut. Was habe ich noch für Quests? Was hast du durchgeschlossen? Brauchst du da irgendwas? Ich habe nichts so los. Machine Frame, neues Voice My Zeug. Okay. Dann geht's jetzt da weiter. Dass wir auf unser Vibranium können. Brauchen wir jetzt einen Endercrafter. Genau. Haben wir so einen Endercrafter. Mhm. 5 Stück. Kann man einen Endercrafter bauen. Wither-proof Bricks. Dann braucht der Endercrafter Crafthead und der Ender Alternator, den wo man jetzt da braucht. Als nächstes da heran. Quasi die Unterstützung, der macht es, dass er schneller craftet. Oh. Das braucht Ui, er da. ewig. So, Okay. Also mit denen geht's nicht quasi. Haben wir 10 Stück. Bringen nämlich die wieder normal ein. Genau. Den auch nochmal angekriegt. Ja. Na, 2. So. Die baut man dann einfach da gerade rundum. Da ist nochmal jetzt. Okay, okay. Was ist das? Weiß ich nicht. Warte mal. Altinator. Kinetic Stress Impact High. Keine Ahnung. So. Was kannst du mit dem machen? Solium das. Ne, das haben wir jetzt eh nur eigentlich, gell? Nicht nur, aber ich brauche Ja, ganz ich- viel. So 3, 4. Ich nehme es jetzt gerade einfach mal her als Anschauung. Achso, ja. Ne, das da. Magst du da her schauen? Dass du das auch siehst? Was? Da der Endercrafter. Mhm. Das ist sogar einfach gerade so ein Billo-Rezept. Jetzt dann fangen die an zum Funkeln, kriegen diese Partikel und jetzt craftet halt die und der braucht halt ewig. Und je mehr das du von dem hast, kannst du in einem Sim mal Sim mal Sim Feld, kannst du das rein tun, dann wirfst du so quasi ein und dann zack ist durchgehauen. Was geschafft hat der jetzt? Das ist jetzt einfach so ein verbesserter Netherstar. Da brauchst du für weitere Rezepte. Da heißt dann Enderstar. Mhm. Das war jetzt gerade, dass ich einfach mal als Ding zeige, wie das funktioniert. Okay. Ja, warten wir noch kurz, bis das Ding fertig ist. Genau. Warten wir schon wieder am Ende von der Folge. So, In das scheiße, fertig. Genau. Da kannst du da jetzt noch erweitern, wie gesagt. 10 Blöcke,
Brot, 7 Blöcke lang und 7 Blöcke hoch, dann haut er das sogar so auf einen Fingerschnips durch. Und da ist halt jetzt dann das Rezept für uns erst 2 Branium Ingot. Da schauen wir dann in der nächsten Folge um die ganzen Geoshots. Und dann schauen wir irgendwann mal um das Crystalline Ingot demnächst. Da haben wir dann den Elite Crafter. Und dann geht das dahin. Schaust du noch für Rezepte an? Schauen wir mal, was man damit machen kann. Enhanced Ende Ingot kann man dann aus dem Ender Star machen. Ja. Und dann kann man aus deinem Wurst machen. Nix. Irgendwelche Upgrades. Irgendwo werden wir schon noch brauchen. Stellst du dazu, oder? Oder möchtest du nicht machen? Ich möchte kurz selbst machen. Das ist quasi jetzt noch ein Witherproof Block. Und der wird jetzt funktionieren. Und da kommt kein Wither mehr außer nicht aus dem Reinforced Obsidian, sondern da aus den Blöcken baue ich so einen Käfig und dann kommt da keiner mehr außer. Gut. Und das kannst du voll schnell erobern wie das Obsidian Scheißdreck. Alles klar. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut beim Olli vorbei, dann seht ihr, was er heute in seiner Folge gemacht hat. Bis er lebt, nicht voll, von euch ist er eng. Ja, Draconium dauert halt ewig, gell? Ja, Also jetzt haben wir schon ein paar Mal gesagt, jetzt leider, aber wir schauen mal, dass es besser wird. eben. Er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch gerne sehen möchtet. Generell Spiele, Feedback zu unseren Videos, dass wir Qualität immer mehr steigern können. Eben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Aber Derek. Servus.